Wie im Einzelnen, so im Allgemeinen. Wie der Tropfen, so der Ozean. Und weil der Mensch von innen nach außen wirkt, so lässt sein tiefes Wesen sich erkennen am Äußerlichen, das in Erscheinung tritt. Gemeinhin zeigen sich zwei Gesetze, nach denen das Leben verläuft. Das Naturgesetz und das Moralgesetz. Aber es gibt noch ein drittes, inneres Gesetz, das schwer zu begreifen ist. Es besteht im Einzelnen wie im Allgemeinen, im Tropfen wie im Ozean, in einem Menschen wie in seinem ganzen Volke. Und wüssten jene aus den Bergen nichts von denen draußen am Meer und das Kind nichts von seiner Mutter, so folgten sie doch gemeinsam jenem geheimen Gesetz und könnten nicht einen Zollbreit davon abweichen. So sardos, amamos a terra nostra, comente a mamma nostra. Noi semos unitos tutto a una sorte, prosa vita e prosa morte. Wir Sarden lieben unsere Heimat, wie unsere Mutter. Für uns ist es wichtig, eine Einheit zu sein und aneinander gebunden, bis ans Ende unserer Tage. San Francesco di Lula liegt seit 300 Jahren in dieser einsamen Gegend. Die Geschichte erzählt: In questo punto San Francesco appare al bandito e gli disse: Io so, tu sei innocente. Ein Bandit, der sich hier in der Macchia versteckt halten musste, hat die Kirche erbaut, zusammen mit Hirten. Denn der heilige Franziskus ist ihm erschienen und gab ihm den Auftrag: Nimm dein Pferd und reite zu den Richtern nach Nuoro. Sie werden dir deine Freiheit geben. Alla festa vengono tutti i pastori, vicini e lontani, e loro offrono ai priori tutto il sufficiente per la festa. Zu dem Fest kommen die Hirten von weit her. Es sind alle die, welche Geschenke gegeben haben: Schafe, Schweine, Wein und Brot. Im letzten Jahr waren es 300 Schafe und 1000 Liter Wein. Die Organisation liegt in den Händen von Monsignore Calvisi und seinen Prioren. Ein Jahr lang haben diese 5 in der ganzen Provinz gesammelt, um 10 Tage hindurch Hunderte von Menschen, gleich woher sie kommen, kostenlos bewirten zu können. Aus den Händen der Armen in die Hände der Armen. Il nostro vescovo Giovanni Melis è un uomo buono e coraggioso ed è amato da tutti quanti. Lui è presente dappertutto, nei paesi e nelle campagne. Unser Bischof ist ein mutiger, aufrechter Mann. Er nimmt viel Mühe auf sich, um überall zugegen zu sein, wo man seinen Beistand erwartet. Denn die Not, die so viele zwingt, ihre Heimat zu verlassen, wirft lange Schlagschatten über das Land mit der sich stets verweigernden Erde.
Gaetano, mio migliore amico, si è sposato con Grazia. Gaetano, mein bester Freund, hat Grazia geheiratet. Sie wollte Malerin werden, aber der Wunsch nach einem Sohn war stärker. Noi sardi siamo una grande famiglia, sensibili come un corpo. Wir Sarden sind eine einzige große Familie. Ein sensibler Körper, der auf jede Einwirkung reagiert. Wird einer von uns beleidigt, fühlt sich das ganze Volk beleidigt. Die Übeltat des Einzelnen trifft alle zusammen. So begegnet man sich voll Vorsicht auf die gegenseitige Verletzbarkeit. Der Heilige aus Assisi gab ein Beispiel, als er mit dem wilden Wolfe plauderte. Und drüben in Assisi blüht ein weißes Rosengärtlein von Stund an, als er sich büßend in die Dornen warf. Die Bevölkerung ist dankbar für jede Abwechslung. Manche Familien haben hier für 10 Tage Quartier bezogen, um in den Genuss der kostenlosen Verpflegung zu kommen. Auf Blütentellern liegen Bonbons für die Kirchgänger, die voll der Anliegen und der Bitten sind. Das kranke Mädchen in dem Nonnenkleid soll Heilung finden, hoffen seine Eltern. Guarda amore, che bello quel cavallino, guarda quel signore che c'è lì, guarda. Che bello, guarda, guarda. Schwarz ist die Farbe, die vorherrscht auf Sardinien. Witwen tragen bis ans Ende ihrer Tage schwarz und Mütter, die Söhne verloren haben, legen es niemals mehr ab. Der Tod ist einbezogen in das Leben. Er ist der Punkt, auf den alles zuläuft und nach dem das Dasein ausgerichtet wird. Er ist respektiert und stets gegenwärtig. Una vita, una morte. Ein Leben, ein Tod. Umgeben von sichtbaren Zeichen eines lebendigen Glaubens erkennt man den Rhythmus alter Ordnung. Sardinien gehört dem Mann und erst in allerletzter Zeit sieht man auf solchen Festen auch einmal eine Frau. Die Trennung der Geschlechter vollzieht sich gnadenlos in jedem Augenblick. Ohne Furcht, ungebändigt und immer wie im Fieber beugt ein Sarde sich vor keiner Autorität. Ein unbändiger Freiheitsdrang wohnt ihnen inne. Offiziell mit allen Machtbefugnissen ausgestattet, hält sich die Polizei trotzdem hier zurück. Sie kennt die wahre Autorität, die beim Volk liegt.
Piccolino, piccolino. Noch einmal ist nun alles aufgeboten am letzten Tag des großen Festes. Bei der riesigen Spuntina, zu welcher jedermann von Herzen eingeladen ist. In einem so bescheidenen Volk hat Essen noch sehr wichtige Bedeutung. Oh! Figa che tal? Tu manica normale che lascia. Dammi una spana. Un amico sincero per una famiglia vale un impero. Ein guter Freund ist so wichtig wie die Familie. Forza. Cammina. Aspetta, zitto, no? Aspetta, aspetta. Grazia wird die Gesetze nicht umstoßen können, obgleich sich bei ihr schon ein Aufbruch zeigt. Die Aktivierung eines Willens zur Selbsterkenntnis, die jenes orientalische Bewusstsein, dass der Mann eine Persönlichkeit, das Weib aber nur eine Sache wäre, ad absurdum führt. Das innere Gesetz, das alle untereinander verbindet, ist bestimmend auch für diese Revolution um die Persönlichkeit der Frau, aus der heraus sich erst die frei gewollte Gemeinschaft zweier Menschen in der Ehe bilden lässt. Doch unsere Zeit gibt ihre Kenntnisse, auch die der Emanzipation,